Goedemorgen. Ik freue mich für von dir. Ich freue mich, dass es Sonntag ist. Mir fällt sich so, wir haben eine Karte weggeholt und es ist nicht zu schlecht was. Gott ist gut was in verschiedenen Hinsichten hat. Und wenn ich denke an unsere Serie von Sonntagsshow, wo wir in den letzten paar Wochen gehabt haben, wo wir uns einfache oder gewöhnliche Menschen bekickt haben, die brückbar sind am Himmelreich, dann haben wir dort all die Schätze zu sein, dass dort Frucht bringt und Sehen bringt. Für jeden Sonntag habe ich mich gewagt, einen Namen zu bringen, zu sagen, vielleicht, falls du die so steht, von der ich nicht weiß, von der jeder mit einer besonderen Sorte gewöhnliche Menschen. So, bevor wir an unsere gewöhnlichen Menschen nennen, will ich eine Geschichte erzählen. So, die zwei Weltkriegs, die werden nur nicht taub. Und über die zwei Weltkriegs, wir, die Welt, die moderne Welt, und was wir von der leben, an sehr viel verschiedenste Schwierigkeiten. Die Menschen können sich alle an sich schlecht leiden. Und wenn du von einem Land wirst oder von einem anderen, dann wird es all schwer für dich zu werden. Da wir mit uns hier in unserem Dorf, wenn du von Scheintool bist oder nicht, dann merken wir das. Und so, among dieser ganzen Welt, wird du eine Mädel geboren und der was ab und der heißt Lillian Trasher. Und diese Mädel kann ganz buitengewoonlijk so von Müll. Alles wat er hat, is aan Papiertje ritseln. Weil sie dann so groß ist, dann entschließt sich, dass die will Arbeit sehen bei einer Post. Die will für eine Post Bilder malen, was einmal mit den Noticias mitgehen. Und weil sie am Suchen schreibt, daheim fahren, wo die dann eine Entrevista hat, dann setzt sie sich im Suchstuhl und die Bänken sind so, dass einer sich gegenübercheckt. Und vor zit een oudere vrouw en die heeft hondje aan en die heeft een kleine tasje opgeschaut en die heeft een Bibel. En dan vraagt ze, kan je me hier doorzetten? En dan zegt ze, ja, wel, was zal ik? Zo, dat je niet ver te benen, dat je spazieren. So, dan vraagt Lilian deze vrouw, hoe ben je aan mij gaan? Dan zegt de vrouw, ik ran in een heim verwezen dingen en ik zie op een weg een kind te holen, wat je rood vooraan met dat verloren had. Oh, dat is zo schijnen goed. En dan vraagt de vrouw terug, hoe ben je aan gaan? Dan zegt ze, ik kan je chef vermoeden en ik voor mijn arbeid. Zo zeg je dat ze de arbeid moet schrijven. Die voert nu deze entrevista, die zat toen met deze weg een mondhoek van de post en die wist in de beelden wat ze gemoeld heeft. En dan zegt de man, du zijn nog een paar Meier, wat ze opgeleend hebben, maar dat zijn de schmackste beelden wat hij nu gezien heeft. So sie soll den nächsten Tag zurückkommen und dann wird er sagen, ob sie die Arbeit getreten hat oder nicht. Den nächsten Tag hat die Freistunde oder Office und dann ist es morgen krank. Und dann sagt der, wer die abnimmt, ist ein anderer hat voll die Arbeit getreten, so du brauchst gleich kommen. Aber die Bilder, die sie gemalt hat, weil die drei, die fingen nicht. Dann dreht er wieder vor die Hand und dann sagt, als der Mann war salz, dann sagt er, ich habe dir die Arbeit gegeben, weil ich es nicht schaffen. Ich habe beim anderen die Arbeit gegeben. Und dann ist diese Früh ganz zwei Wochen und der einzige Weg, was sie hat, ist nur das Wesenheim zu fahren, wo die Früh im Zug gesessen hat. Der Vater hat, der schaffte freiwillig für den Staat und Gott raubte in Ägypten. Und der fährt nach Ägypten und der hat keine Ahnung, wo Gott mit dem in Ägypten will, aber der fährt dahin. Und weil sie da ist, dann ist sie ein paar Monate gewesen, der lädt sprechen, die Menschen durchschauen. Und dann eins Uwes saßen die im Missionshaus alle Ramdash, du klappst ja ohne der an. Und du hast einen verblafften Mann und der sagt, hier mal an uns halten kommen. Und keiner von einer Mission als Beruf genug, zu mit dem mitgehen. Bitte diese Lilian. So Lilian rannt den Mann heran, der rannt in der Stadt rein, in der ganz ärgerlichste Teil von der Stadt. Und willst du dann wieder ganz prasseste Haus ankommen, wo die Stadt hat, dann gehen die rein und du hast kein Licht, aber der Mond scheint ein bisschen an.
En in eines Ark zat een oude vrouw met een kind op de arm. En daar op de vloer ligt een vrouwmens. Also, Lilian weet wat aangeht. Dus een 15-jarige Mädel heeft een kind gehad. En dat is bald gestorben. Dat kind is verhungert en is zo dicht beim Sterben. Dan zegt die vrouw, wat op de Erde ligt, de laatste wird, neem die dat kind met en sterf. En Lilian is verblijft en zegt, wat nou zal ik met dat kind? En dan zegt de oude vrouw, wat dat am arm heeft, wanneer die dat niet metneemt, dan wordt dat gewoon im Nil naar kletteren en dan wordt versucht men dan wat allemaal sterben. Lilian nimmt das Kind und das stinkt so schrecklich so aus, wie uns das nicht vorstellen können. Die nimmt das mit nach dem Missionshaus und der boot dort, die merkt das rein und die fängt dort an zu fliehen, aber das so weit verhungert, dass er keine Milch trinken. So die nimmt ein Lecker und fängt an, das Kind ein Lecker Milch zu geben. Das Kind überlebt. Aber der Lehrer von der Mission sagte Lilian, du kannst das Kind nicht hier holen. Entweder du trägst das Kind zurück von wo du das geholt hast, oder je verloren im Bett. Lilian nimmt das Kind am Arm und verlässt die Mission und steht ganz allein auf der Gasse in einem fremden Land. Reps allein. Gott wies dir den Weg. Der rennt sich ein kleines Haus. Aber wenn du keine Mission, kein Geld, kein nichts hast, ist der Glück abhängig von da, wo vom Boden fällt. Und da meint wo Gott dir hilft. Lilian lebt ihr Leben ein Tag auf einmal, ganz abhängig von Gott seine Gnade und Versorgung. Willst die Jahre vergehen, dort Kinder heim warst, und Lilian ist nicht mehr allein. Du sind erst so wie 120 Kinder rammer. Dann kommt ein Mann, und der will dort Kinder heim kennenlernen. Und Lilian wies den dort Kinder heim, was über dem geworden ist. Und dann sind die dort in der Kirche, und dort sah schön gut. Du sind Bänken und Taschen in der Kirche, wo Eten gemerkt wird. Und dann gehen die, du hänger die Kirche und du hast ein kleines Stufchen. Und dann sagst du, das ist der Kummer. Und dann checkt der Mann und dann sagt er, du hast nichts spenden. Und dann sagt Lilian, na ja, du da wieder eten, aber warm wir eten haben. Und dann fragt der Mann, na, wo wollen wir morgen eten? Und dann sagt der Frau, da weiß ich noch nicht. Und dann fragt der Mann, wo kannst du schlupen mit 120 Kinder, wo ganz von die abhängig sind und du weißt nicht, was die morgen wollen eten. Und dann lacht du, ein von den ältesten Kindern am Heim, die als so eine Kirche die Hirte spazieren, dann sagst du, Mama Lilian hat noch schon eine schlublose Nacht gehabt. Wen sorry. Bei Mama Lilian hat gelehrt, Gott zu vertrauen. Lilian ist ein von den ganz eingekapsigsten Missionaren, die ich kennengelernt über die Jahre. Der hat mit über 50 Jahren in Kinderheim gerannt. Der hat ein klein bisschen über 10.000 Kinder das Leben gerettet. Einkapig sein ist nicht was Schlechtes. Einkapig sein ist unbedingt nicht was Schlechtes. Die Frau ist bloß, zu was braucht wir uns einkapiert. Wenn wir denken an einkapig oder kartennatierig oder ein Mensch, der nicht viel steht, und nie unternehmen muss eine Antwort, dann denken wir einmal, das ist wie mit einem schlechten Mensch. Und wir können alle alles, wenn wir mit handelt. Wenn ich kann,
Ik would like Sandro Dirksen hier in de banken te gaan. Vielleicht kijkt Sandro als man dus zondagsschool. Aber Sandro wie mijn vriend in de Bibelschule. Die wie van hij zo groot als Johnny, van hij zo je stuk als du. En de had natuur wat Lilian er nog lekkend. De had like nog helemaal verstaan en nee aan te nemen. En ik kan niet weer een bed buiten gewend. So ik wil niet stellen, nee we zijn niet inkappig. En eerst hebben we ons het geleerd, wie weer taub en fijne equipo te mijn Bibelschool de leraars het leven aanmelig meer. Ik wil jong, unerfahren en sehr uneberleicht. Aber wir waren Freunde und ich glaube unbedingt, dass Gott hat uns beide auf den rechten Platz hingelegt. Wenn wir von dir uns in diese Sinne schon angehen, dass Gott braucht gewöhnliche Menschen zu bieten, gewöhnliche Dinge, dann wollen wir nun Markus Kapitel 4, uiuiui, ich muss schön sein, dass ich nicht das Jahr 3 habe geschrieben. Wow, dann hat mich nach dem wichtigsten Vers verbessert. Matthäus Kapitel 4, Vers 21 und 22. Matthäus 4, Vers 21 und 22. Du sagst, das ist das. In ons zij van doe wiederging, zag hij nog twee broeder, Jakobus en Johannes, met ihrem Vater Zebedeus top en een boot ihre Natsvlekken en roopt aan. Die verleiten sofort dat boot, ook ihrem Vater en gingen met aan. Wie al van jou ons het leven van deze twee jongens, deze twee broeder een beetje bechecken. Wie weet wat deze jongens eten om ja? Huh? Sons of Thunder, so goed. So, Donnertitel, was sagt die plottische Bibel? Und mit so ein besonderes Wort, wo wir nicht jeder Tag lesen oder wenigstens nicht aufmerksam sind. Wir haben zwei Jünger, wo du eine so eine besondere Beschreibung haben, manch alte Ehe. Wir haben zwei Jungs, die eine so eine karte Füße haben, die knickt zusammen Fuß. Und dann geht los. Diese beiden Jungs, da wären Zebedeus seine Jungs und da wären Fäscher. Der Vater wir sah wahrscheinlich ein Bild von den reicheren Menschen, manch der Fäscher. Wer in der Bibel sagt uns, dass die hatten ein Schaufchen Arbeiter, die hatten nicht bloß ein Boot, die hatten mehrere, und diese Jungs wären gewandt zu fischen. Wir wollten dort Johannes und Jakobus hatten ein Bett in Hecheren Ansehen, in der Kolonie. Wer in der Nu waren, wir sehen dort, Johannes können dort mählich merken, dort Petrus und Johannes können im hohen Priester sein Haus nennen, weil es Jesus verroden wird. Dort wies uns, dass diese Jungs wir von der Familie, wird unbedingt ein bisschen hecher angesehen wird in Gesellschaft. Aber das ist nicht das Wichtige von diesen Jungs. So, wir haben nur die Geschichte, die wir mehrmals erwähnt haben, aber von der bechecken wollen. Da fingen wir an Lukas Kapitel 9, und da werden wir uns ein klein bisschen der Charakter bechecken. Lukas Kapitel 9.
So in Lukas Kapitel 9, du reisen Jesus en seine Jünger durch Samaria. Dan kom du bij een gegend waar die niet welkom zijn, dat zegt du in vers 53. Maar die nemen du niet op, weil hij zich vergenomen had naar Jeruzalem te reizen. So deze mensen in Samaria, die gleichen Jesus du nicht, en die nemen Jesus en seine Jünger nicht op. So, waar we ons dus maar in deze leeuw aanlopen, die zijn op missionsreis, en die reizen daar een gegend. En dan ga je met Jesus top door en dan zei je op een ranch en je wil nu te nacht blijven. En dan zegt hij, no, je wil met den top naar Jeruzalem gaan, zo je kan niet weten. Wanneer we die leeuw bechecken, dan willen we zeggen, nou, dat kun je die dag beherrschen, niet? Maar dan in vers 55 lezen we, en door zijn Jünger Jakobus en Johannes, dat zouden zeden die, haar, zal wie vier vom Himmel raufkommen lassen, das etwas sie zu bringen, so als Elia deut. Okay, so ich lese es noch einmal. Und als seine Jünger, Jakobus und Johannes, dort sahen, sehen die, Herr, zal wie vier vom Himmel raufkommen lassen, das etwas sie zu bringen, so als Elia dort deut. So, nun habe ich hier zwei Jungs, Jakobus en Johannes. En dan hebben we een verlang naar 4. So, de geschichte vangt zo einfach an. Jesus en zijn Jünger gaan daar een dorp. De dorp wilde doen niet. En deze jongens knikt dat en zei, we moeten 4 van Himmel raufholen. En ik weet dat we lezen deze geschichte allemaal bloos du boven Eva, en dan denken we zo, wauw, wem fällt op die 4 van Himmel raufbeten? Aber, ich glaube, wir sollen uns mal lernen, in Vers 10 zu lesen. Was du noch an diesem Vers? So gut. So, diese beiden Jungs, die hatten ihrer Meinung nach ein Vorbild. De jongens zeiden, Elia dood, nu hangt mir ook. Oké? Dan is dit nu al vielleicht nicht ganz so gut eigentlich, aber vielleicht noch viel doller. So, toen ons deze geschichte vollkommen taubstellen, dan moeten we unbedingt weten, wat deed Elia. Have er zijn Ahnung van de geschichte, de Jakobus en Johannes reden, wanneer zij Elia deed. Kracht zo staat. Had je gisteren gelezen, hoor? Goed. So, dat zie je schik. Elia, waar we ons nu bij eerst een klein beetje beschrijven. Elia werd een buitengewoonlijk profeet. Elia werd van God geroepen, om dat volk Israël allemaal waren denken hadden, je leven in zinhaft slechte volgen. Dat is van ungefähr, wat ik dat woord beschrijven. Elia zijn leven is ganz gepleegd met gottloze mensen. Dat volk ihre Propheten, dat volk ihre Priester, dat volk ihre Lehrers, dat is alles twee. En Elia is toen man des prediger, wat allemaal waar de slechte nodig brengt, dat je zijn God ongehoorzaam is nu wat God junt, zo steht strufen. De geschichte van Samaria, wo Jakobus en Johannes van reden, die vinden we in 2. Königs kapitel 1. En dat is renkracht zoals Jap ons dat hier vertelt. So, Tim, een klein beetje zo moet aangeven, die ken ik als uit een venster gevallen. We hebben geen ahnung wat in geschoten heeft, ze bezoeken we niet, maar allemaal, die ken ik als handgedammet, en nu ligt hij krank. En nu schickte zijn duinen naar Voisaias om uitvinden wat met hem passeren wordt. Elia schickte zijn duinen en ging weg
kriegen die Deiners vom König zu holen. Und dann geben die diese Deiners die Botschaft und sagen, der König wird nicht mal abstehen, der wird sterben. Diese Deiners gehen tragen König und sagen denen, die Diner haben gesagt, der hat keine Ahnung, wer das gewesen ist. Und dann sagen die bloß, die sehen uns, du wirst nicht abstehen, du wirst sterben. Und dann fragt der König, wer wir dort? Und dann sagen die zu denen, sagt mit so und so und so. Und dann sagt der König, wow, das ist Elias, ja. Und dann weiß er das. Und an den sind Ohr, schickt er einen Kapitän von 50 mit seinen 50 Soldaten, nur Elias. Und wenn wir uns das mal schmackbildlich feststellen, dann stellt sich der Magdalena Hümpel vor und Elias hat zu boven. Und der Geschichte merkt uns so viel und so, Elia wird nicht ganz okay, wenn die Frau diese Menschen zurückzufordern. Aber das ist bloß, das sagt die Geschichte. Der Kapitän kämpft nur Elia und dann sagt er zu Elia, der König sagt, du sollst kommen. Und durch Mann brachte das Wort Mann Gottes. Und dann sagt Elias, wenn ich den Mann Gottes sehe, dann lud 4 vom Himmel fallen und die war die und die 50 verbrannt. Und was gleich passiert? Du fällst 4 vom Himmel und du verbrennst 51 Männer. Was passiert dann? Der böse König, der fängt nicht ehrfurcht für Gott und der schickt weiter. Ein Kapitän mit 50 Männern nur Elias und die treiben Elias und sagen, der König sagt, du sollst kommen. Und Elias sagt, wenn er Mann Gottes sieht, dann lud 4 fallen und alles verbrannt. Und dann schickt der König zum 3. Mal einen Mann mit 50 Soldaten und der Mann ist weiß. Der ist demütig und der kämpft nur Elias mit einer ganz anderen Einstellung. Und Gott verschont den sein Leben in Elias jetzt. Und dann passiert das weiter. Der König stirbt, wenn er nicht Buße tut. Die Geschichte ist die, was Jakobus und Johannes in Hängerkopf haben, wenn die Jesus sagen, warum mal 4 von Himmel beten. Ich will ganz genau, dass von hier manch uns in der Welt sind die Christen, die sehr wir mit diesen Jungs mitfeilen können. Und ich will nicht Frau noch Hand abheben, aber ich will ganz genau, dass das ja missständlich sei, wer es in Johat. Und dann verlangt die bloß mal zu sein, Trouble abgefixt. Wie fing dort diese Jungs von Jesus noch mal was ein bisschen angelegt. Und die lebten an das Verlangen, dass Jesus soll Rechter sein. Wir wollten aber, dass Jesus ändert diese Jungs ihre Meinung. Wir wollen diese lesen in Lukas Kapitel 9 vom Vers 54 wieder. Dort sagt du, heu aber checkt sich um und beschwächt an und seht, wollt ihr nicht von Wort für ein Jes gestorben? Willst die Menschen sehen, es nicht gekommen, dort Menschenleben zu vernichten, aber dort zu raten. Und sie gingen nur ein anderer Tag. Christen von dir soll betekend sein von einig. Uns verlangen es, dass Menschen soll gerat werden. Für mich, wenn eine Karte in der Tür hat, ist das einzige Mal sehr schwer. Und ich will Ihnen ein klares Beispiel geben, weil meine Natur anders ist als einige andere. Ich habe einen Bruder und das ist ein Doktor. Und ich habe mehrmals einmal gesagt, dass Gott wusste, dass wenn ich der Doktor wäre, würde nicht schaffen, wenn man nicht würden schmecken am Konsultorium einstehen, dann würde ich eine Scheit in der Schifflut haben und ich würde am Stechner bleiben. Dann würde ich dann sagen, tja, mein Junge, wenn du einmal was sterben, das ist der Weg.
Aber auch war die kleine Perle auf kein Sattermauer anschmieren, wenn du schmecken was. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht der Doktor sie, bei mir in der Tür wird bloß nicht übrigen. Wenn ich da Menschen anschrieben mit hohem Blutdruck und die wohl gucken, gedrückt haben, die Rot fertig und anschauen, ich würde nicht mal bereißen. Ich würde zu denen sagen, schau mal du. Wenn du einmal was die dort nehmen, dann dort. Aber ich würde die nicht noch brauchen, wegen die Schwelle noch einmal zu verlängern. Ich sehe auch recht. Ich sehe so auch recht. Vierten mit meinen Augen dort. Ich würde so vierten mit euch reden, wo ein zweites Leben habe. Und ich würde nicht Geduld haben, um das zweite Mal mit euch reden. Wenn ich gerade vergessen, aber ich denke nicht an, dass Jesus hat uns berufen, Menschen zu retten. Und das tut mir leid. Die Geschichte von Jakobus und Johannes zu bechecken, das tut mir sehr gesund. Wenn dort zum Denken haltbar, dass Jesus schreibt, die Welt zu raten. Wenn wir uns diese Geschichte wollen absagen, dann will unbedingt nur 1. Korinther Kapitel 13 blättern. Und ich weiß dann all die Weiten, wo wir hingehen, aber in 1. Korinther Kapitel 13 du beschreibst uns dort, wo uns als Menschen, die an Jesus glauben, soll luten. Du sagst uns das jetzt, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1 wieder. Wenn ich mit Menschen in Engelsprachen reden kann, und aber nicht Leib hat, wie ich nicht mehr aus einem Bimbel oder einem Klingerschal. Und wenn ich eine Prophetengabe hat und wisst alle Geheimnisse und hat alle Erkenntnis und hat einen Glauben Beute versagen und aber nicht läuftulich wir, dann wird dort mit mir nichts. Wenn ich alles, was ich habe, der Arme gebe, in meinen Körper Hand gebe zu verbrennen und den Menschen nicht gut wird, dann hält mir dort nichts. Gerade in don't, was für ein Charakter du hast. Du hast keine Uitrede, nicht läuftulich zu sein. Jakobus und Johannes, da hatten so eine karte Füße, wie machen uns hier, dass der wie oft gebrannt, bloß wenn der in das Ranch nicht willkommen wird. Und der verlangt, den Menschen bloß von ihr aufzulassen. Die hatten dort in ihr kartet Wandern mit Jesus taub noch nicht begriffen, zu was Jesus auf die Welt gekommen ist. Das braucht Zeit, das braucht Gnade, aber erst von neuer haben die Jungs dort vollkommen begriffen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann merken wir, dass Johannes hat 5 Bücher geschrieben. Das Johannes. Da haben uns das Evangelium Johannes hingeluten, da haben uns die 3 Bücher Johannes hingeluten, da haben uns Offenbarung hingeluten. Wenn wir Johannes kennenlernen an der Geschichte, wo der 4 vom Himmel verlangt, dann wo wir sagen, dass allmählich dass das derselbe Mensch ist. Wenn wir die ersten 3 Bücher Johannes lesen, dann verschmelzt uns das Wort. Wenn Johannes ist läuftulich, geduldig und freundlich. Und er raubt uns ab, läuftulich zu sein und geduldig. Der Mann wird einmal so kartnatürlich wie der ist verändert für immer. Durch die Gnade, was Jesus am schenkt. In 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7 und 8, du lest, wie es steht. 1. Johannes, Kapitel 4,
sagt uns das jetzt 1. Johannes 4, Vers 7 und 8. Liebe Freunde, weil wir uns untereinander gut sind, wie uns Leib stammt von Gott. Wer du Leib hat, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht Leib hat, kennt Gott nicht, wie uns Gott es uns gibt. Das Johannes hat auf einmal Gott kennengelernt. Und dann sagt er, wer Gott kennengelernt hat, der weiß, dass Gott es läuft tulich. Das Anderes an Johannes sein Charakter, die beweisen uns, was das, wenn wir mit Jesus gehen. Dann auf einmal ändert alles. Die Geschichte von Jakobus ist ganz auf eine andere Art und Weise kraftig als Beispiel. Wir finden in der Apostelgeschichte Kapitel 12, haben die Jakobus festgenommen. Johannes Kapitel 12, Apostelgeschichte Kapitel 12. Apostelgeschichte 12, du lese ich vom Vers 1 wieder. An dieser Zeit, Leute kann ich Herodes einige von der Gemeinde festnehmen, um die zur Tür laden. Und Leute Johannes seinen Bruder Jakobus mit dem Schwert tot machen. Und als er sagt, dass die Juden dort gefallen, ging er wieder in neuen Petrus auch fast. Da wie Jude Deal, wo sie angesühte Brot essen. Jakobus fühlt sich allmächtig, weil sie mit Jesus durch Samaria ging. Da hat ein Bild von, wenn ich mit Jesus gehe, dann wird mein Finger klicksen und dann wird Gott brennen. Und da hat gemerkt, wo an Samaria die gleichen dem nicht. Und dann sind in der Tür wir, well, dann waren die Samariter da mal verbrannt worden. In der Zeit von der ersten Kirche waren Jakobus und Johannes Lehrer mit dem Christentum. Und Jakobus tut den höchsten Preis. Jakobus ist ein Beispiel, dass Christen meint nicht unbedingt direkt für einmal gesund und alle Anerkennung haben, was die schwätzen. Jakobus in Christen bedient, zoals ik toen ontdek. Dat kan ganz Unterschied lopen, als wat we ons wensen. Ik vind dat hier niks van Jakobus zijn Müll abgeschreven, wenn er juist zijn leven haben. Einfach so. Der Mann wird einmal wohl geschrien und geschlagen haben. Der wird so weit gekommen, dass er sein Leben handelt, wenn er Jesus kennengelernt. Dort 4, wo der sich gewünscht hat, ab Samarien raufzufallen, wie ich gewohnt. Du wirst übers noch ein Hort geblieben, wo du verlangen hast, dass alle Menschen sollen gerat werden. Wenn wir prägen, nur den Vergleich von Elias und dessen Brüder, dann fingen wir dort vielleicht wieder nicht doch gleich so verschieden. Und Elias sei wie ein Verlangen, Gott soll heilig sein und Menschen sollen dessen heiligen Gott kennenlernen. Wir fingen Elias ein Bruder hat, wo du jeden Stand vertrag, kraken und Wort. Und wir fingen Elias ein Mann, wo du zu der Wahrheit hält, was er belastet
Wir fingen Elia, ein Mann, was Gott lässt wirken. Wenn wir in Elia auch sein, dass Gott gerecht bringt, dann fingen wir an Elia ein so ein schmackes Bild, was so Gott zu uns von der Post. Wir haben an uns eine Verantwortung, live zu predigen, live zu leben, in Mitleiden, geduldig zu sein zu den Menschen rum uns, kriegt niemand an seine Tür nicht unbedingt mitmerkt. Dort gerecht, dort vier vom Himmel, dort Champ. Du und ich können uns sicher sein, dort Gott wird recht. Wir leben in unserer Karte Genudenzeit. Wenn dein Hort brennt, wegen Ungerechtigkeit, wegen Sinn, wegen aller Schweinerei, lasst das für nicht gut. Das soll du sein. Du sollst bekannt sein, vereuerlich sein, über das, was diese Welt verändert. Jesus kam in diese Erde gekommen, zu finden und zu raten, was verloren ist. In der Zeit war Opfer. Das bedeutet, dass du und ich sollen nu mit Leben Geduld unsere Menschen entgegenkommen, aber mit einer Worten in der Botschaft. Du kommst eine Zeit, wo du vier vom Himmel fällt. Und alles, was wir können, wird für mich war. In Sünder waren für immer verdammt war. Die Entscheidung, wann das passiert ist, was nicht an uns. An uns ist nur gefordert, Gnade wiederzugeben. Gnade, was du sagst, Jesus kam, den schlimmsten Sünder zu raten. Ich will mich lehren. Ich will mich dort vom Herzen lehren, geduldig zu sein, leiftulich in Gnade wiederzugeben. Ich will mich aber auch freuen, dort alle Ungerechtigkeit, was ein Nachhinein. Also, diese Gewettertitels oder Sons of Thunder, ich soll trennen. Wenn du einer bist von dir, dann will ich die von dir andere Sachen in den Hüst geben, wo du hoffentlich, wo der Anfang sein von einer so großen Veränderung. Punkt Nummer 1. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir Jesus kennenlernen und uns Jesus sein Leben hier auf Erde als Beispiel nehmen, das meint, dass wir waren sehr viel mal den Tag. Wenn der eine Back geschmeit ist, dann der andere Hand hoch. Wenn wir uns Jesus als Beispiel nehmen, dann wollen wir Radung und Gnade und Vergebung predigen. Und wir wollen Menschen anhalten, lassen raten für Gerechtigkeit. Dann wollen wir aber auch antworten. Da kriegen wir wohl übrig, wir sind, wenn wir dort nicht mit Leben tun, dann haben wir dort verdammt getan. Jakobus und Johannes fangen an mit Eigentum, was uns von der ersten Tag wohl so amaglich sein. Stell dir vor, Jesus steht hier von dir und dann sagt er, hey, jeder Titels, guck mal heran. Das soll amaglich sein. Besonders wenn du weißt, dass das so wird. So diese Geschichte fängt an mit zwei Männern, wo du
Grasslich så hänger on wir nu gerecht till öven. Aber det Geschichte nimmt mig en med 2 mannar var på konstant för liv, för varhet, en för sig själv handel. Jesus sagt an disse jongens veel meer als bloos deres zwakheid. De sagt an disse jongens, deiner om evangelium. Det salje komt van jou passieren. Gott siegt nicht nur diese perfekte Menschen. Gott siegt nur die. Gott siegt gerade nur die. Wenn du von jou hier sitzt und du sagst, ich sehe einer von dir mit so einer Karte in der Tür, dann look nicht die sagen, und Jesus siegt nur die. Weil die kann das beste Beispiel zu finden sein von Leib, von Gnade und von Vergebung. Gott kann den Weg merken und Gott kann die Brücken. Christus Gott, Jakobus und Johannes Brücken dort. Ich vertel Ihnen für jeden Sonntag, das erste Halb von meiner Geschichte, von wo ich von dir sehe. Weil ich meine letzte Länge gekickt habe und ich das weiß, dass Gott hat bloß mit Fliegt mir merkt den Examen nicht merken. Und ich die letzte Länge geblättert habe, Nummer 201. Und ich stand da für die Wohnfläche von ungefähr so wie das steht. Und ich habe meinen Finger da am Papier. Weil ich endlich meinen Namen gefangen habe, dann fing mir an zu fluttern. Mich fluttert nicht, weil ich mich für das angestrengt habe, ein Examen zu schreiben. Mich fluttert, wenn ich weiß, ganz genau, was Gott von mir will. Mir wird bloß nach der Entscheidung, was ich bereit wäre zu tun. Ich finde, dass an meinem Leben sind nur meist 20 Jahre vergangen von den Examen. Oder 60, 20 Jahre. Jesus ihn wollen für mein Leben zu weiten, als noch einmal Leiche war. Er kann noch niemals ruden, weil Gott das von mir, weil Gott von mir das. Das schworet, das bitte ich eigentlich schworet, als ihr warst, demütig genug zu sein, wenn ich das ihr weiß, dann das do. So will ich den Examen nicht durchgemerkt hat, dann komme ich in Haus von Morango und meine erste Mission wir ich muss Isaac Boyen finden. Weil Isaac Boyen wird der einzige Mensch, wem kennt, wer du weißt, wo kann will. Und da hätte sich vielleicht so, aber ich weiß, wo ich kann will. Ich weiß bloß nicht, wo er will. Ich fand Isaac Boyen. Ich sagte denen, hey, vielleicht bist du doch nicht so anglücklich als ich doch. Ich will nur Paraguay für eine Bibelshow. Und dann sagte ich, komm, nur guck dem mal, und wir waren spazieren. Wir trafen uns, der gab mir eine Phonennummer, der gab mir eine E-Mail-Adresse. Und meine Aventur fing an. Und Gott hat mich unbedingt durch diese 20 Jahre einmal war er den Weg gewesen. Wenn ich von dir, und über die letzten paar Wochen all geredet von Gott braucht gewöhnliche Menschen im Himmelreich, dann rede ich endlich bloß zu mir selbst. Ich sehe einer von denen, der abgewaschen ist, auf der billigste Stelle, wo man sich dort aufhängen kann. Ich sehe einen Michelspark, ich sehe einen Plotticher. Ich sehe hier vom Pottes, von der Belgien-Kolonie. Ich komme nicht von einer reichen Familie. Und meine Großvater ist schwer im Bett und so ein schlechtes Vorbild. Ich kann ihn gut gefangen. Ich kann ihn gut gefangen.
ik wil unbedingt, dat je niet je leven lang in de kerk zetten. En jeder dag te zijn naar de kerk komt. En je zoveel dus dat er uitzending te wat je te brengen zet. God wil van je zoveel meer. Zo biedt hij je weinig veel meer als dat. Ziet niet tevreden, maar plus je zelfs bereden dat, ja, ik kan nu Jezus gevangen, nu wat mijn eeuwig leven, kerk leven, en dan is het fijn. Dat is niet fijn. God wil die brengen. God wil je bieten, je weinig brengen. Stoot op het motel en zegt te Jezus, hier. En du mij brengen kost dan dat. En jeder smal, wat Jezus je klaar wijst, wat dat nächste ding te doen is, dan duimt ik je en dan zie je weg. En God wat grote dingen ontvangen kan. Waar we toch beden. Voor dem Himmel, Dankeschön für diesen schönen Morgen. Dankeschön für dein Wort und Dankeschön, dass du durch die Bibel gewöhnliche Menschen hast können brücken, zum dein Evangelium durch. Wir sind hier von dir gekommen und wir freuen uns, dass du von dir noch ganz gewöhnliche Menschen brücken kannst, um dein Evangelium zu tun. Help uns, dass wir wollen bereit sind, dort zu tun, was wir weiten, was du von uns weißt. Mach wir uns demütigen können, uns selbst und uns auch zu sehen sagen, in deiner Rettungsbotschaft, das höchste Teil in uns Leben. Möchtest du uns brücken können und durch uns Leben können, dein Willen beschenken. Hier in dieser Kolonie und auch wo immer du uns handfährst. Möchten wir bereit sein, zu gehen, wenn wir weiten dort, dass du uns nur der rechte Stelle bringst. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.